Ciao zusammen, ich bin Jürg und heute beenden wir die Serie. Das ist auf jeden Fall, was wir mir heute vorgenommen haben. 2 Matches, 2 Siege und somit die Serie mit 4:0 für uns, für den EVZ zu entscheiden. Ob wir es schaffen oder nicht, das erfährst du nur, wenn du das Video bis zum Schluss durchsuchtest. Und es wird sich auch lohnen, das wirklich anzuschauen, denn ihr kennt es ja, es ist Playoff-Zeit und da ist einfach alles möglich. Bevor es aufs Eisfeld geht, schauen wir uns noch den aktuellen Playoff-Baum an. Und da sehen wir direkt Kloten für 2:0 in der Serie gegen den ZSC. Freiburg führt ebenfalls 2:0 gegen den SC Bern. Und bei Lugano Servet steht es 1:1. Und der Sieger aus dieser Paarung wird unser Gegner in der Halbfinale sein, sofern wir uns natürlich dafür qualifizieren können. Stopp! Sonst kriegt ihr gleich einen auf die Schnauze. Der Spieler muss jetzt sein, er hört zwar nur meine Stimme, aber es muss einfach sein. Den meisten von euch wird es auch auffallen sein, nämlich, dass ich den grössten Bullshit rausgelassen habe. Und das wiederhole ich auch am Schluss von diesem Video. Dummerweise, um was geht. Es geht darum, wegen der nächsten Gegner, der könnte dann in der Halbfinale auf uns treffen, sofern wir uns dann auch für die werden qualifizieren. Logischerweise wird es nicht einfach der Sieger sein aus der Serie Lugano gegen Servet. Das geht gar nicht. Lugano ist ja Zweite geworden und somit unmöglich, dass der unser Gegner wird. Wenn du einen Tipp hast, wer unser nächster Gegner wird oder wer du am liebsten möchtest sehen, schreib das unten in den Kommentar mit dem Hashtag und dann der Name vom Club. Das habe ich jetzt einfach müssen sagen, weil es ist so ein dummer Fehler von mir. Ich hoffe, du verzeihst mir es und zeigst mir das natürlich mit dem entsprechenden Kommentar, in dem du deinen Tipp abgibst. Jetzt gehen wir aber weiter im Video. Wenn du denkst, jawohl, wir qualifizieren uns für die Halbfinals, dann zeig mir doch das mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und wenn du diese Videos nicht möchtest verpassen, vergiss nicht, meinen Channel kostenlos zu abonnieren und am besten gerade auch das Glöckchen nebendran auch zu aktivieren. Jetzt gibt es nichts mehr weiter anzuschauen oder zu sagen, darum starten wir mit der Action auf dem Eis. Los geht's! Und somit herzlich willkommen zu der vierten Finalpartie Nummer 3 zwischen dem EVZ und dem HC Lausanne. Und das erste, was ich euch zeigen kann, ist, dass wir wieder mal in Unterzahl spielen und der Stefan eine Parade raushaut. Oh shit, schön Stefan. Dieser erste Angriff in Unterzahl. Wir drücken von hinten ab und der geht auf den Goalie. So, jetzt ein Angriff, Schuss, Goal, Abpraller, Goal. Nein, das könnte einen guten Angriff geben. Das könnte einen verdammt guten Angriff geben. Und Abpraller, nein, scheiße. Oh nein, nein, schön Stefan. Schön von der Seite durch. Vernaschen wir den. Okay, Pass, Schuss, Goal! Oh mein Gott, ey. Eigentlich richtig komisch von mir gespielt, aber es hat geklappt, wie es wollen haben. Und sogar der Abschluss hat funktioniert. Wir führen mit 1:0. Also letzte paar Sekunden laufen und sie greifen noch gefährlich auf. Wir kommen schön dazwischen und die Scheibe ist drin. Oh mein Gott, wieso habe ich eingegriffen? Hätte ich nicht eingreifen sollen, dann hätte es auch kein Goal gegeben. Das ist wirklich... Weil ich wollte verteidigen und dann der eigene Spieler haut ihn rein. Nein. Oh mein Gott, das Goal zählt nicht. Da haben wir Glück gehabt. Haben wir jetzt Glück gehabt? Wenn wir richtig Glück haben, dürfen wir noch vor der Sirene ein Goal machen? Nein, machen wir nicht. Der Schuss geht rein und die Sirene ist da. Nach dem ersten Drittel führen wir mit 1:0. Und jetzt sehr schön. Schuss und Abpraller wird verwertet, aber auch der zählt nicht, weil er auch nicht direkt geschossen hat, sondern ihm noch an der Schlittschuh ist. So schade. 2 aberkannte Goalie, weil er doppelt für uns unfähig einfach war, die Scheibe zu kontrollieren. Oh nein, 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 schön Stefan. Oh, perfekt, perfekt, Metall. So, jetzt passt er hinten zu ihm, dann über und Schuss auf den Goalie. Mein Gott, wir haben eine Penalty gegen uns, hebt er, jawohl, er wird gesaved. Danken wir jetzt dem Stefan, indem wir da mit unserem Topscorer 2:0 leider noch nicht machen. Aber wir haben noch Chance, wir haben noch Chance. Oh mein Gott, wie geil ist das gespielt gewesen. Wir haben weiterhin Druck gemacht, Chiba geholt, Passführung gegeben und unser Topscorer macht doch noch 2:0. Wenn wir jetzt ein pro Drittel ein Goal machen, hätte ich absolut nichts dagegen. Mann, hey. Oh shit, oh shit, oh shit, schöne Parade und dann gab wir den Abpraller, der verwertet werden kann zum 1:2. Sehr, sehr bitteres Goal. Keine grosse Chance jetzt im letzten Drittel gehabt. Und da mit der allerersten richtigen Chance von Lausanne erzielen sie den Anschlusstreffer. Noch nicht wieder das Goal kassieren, komm. Jawohl, schön. Komm. Zack, 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 bam. Wie geil ist das gemacht, ey. Hammermäßig haben wir da den Goalie mit links, rechts einfach verwirrt. Und wir jetzt nie zum 3:1. Jawohl! Wir brauchen jetzt noch 4:1 und das holen wir mit dem Schuss von hinten noch nicht jetzt.
Aber jetzt mit dem Hammerpass und nein. Los mit einem Powerplay, das wird verdammt schwer. Schön, nein, nicht schön. Wir kassieren es 2:3. Jankowski kommen noch 3, aber dann, ja, haben jetzt oder der Goal wieder behindert, der dazu geführt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall führen wir jetzt nur noch mit einem Goal. Letzte Minute läuft, Lausanne hat der Goalie noch nicht rausgenommen, aber mir ist es egal, ist unser gleich. Lausanne ohne Goalie. Jetzt müssen wir unbedingt das Goal machen und wir machen es natürlich. 4:2. Das wird die Entscheidung jetzt sein. Und so ist es auch. Wir bejubeln den Sieg zur 3:0-Führung in der Serie. Noch einen Sieg holen und dann stehen wir in den Halbfinals. Hoffentlich wird das gerade der nächste Match. Los geht's! Spiel Nummer 4 und auch Sieg Nummer 4, das erfährst du nur, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Und jetzt der erste Angriff von uns, erster Schuss, erster Abpraller. Leider noch kein Goal, aber vielleicht jetzt. Nein, doch, nein! Oh, das sieht gefährlich aus. Es sieht nicht noch gefährlich aus. Es ist auch gefährlich gewesen. Lausanne führt mit 1:0 im Spiel Nummer 4. Fuck noch einmal. Komm da, abdrehen, perfekt, Pass. Und jetzt Schuss, Abpraller. Nein, oh nein, Scheiße. Jawohl, Stefan. Scheiße, Fehler. Schön, sehr schön, Stefan. Zweites Drittel. Jetzt müssen wir unbedingt so schnell wie möglich ein Goal machen und keins kassieren. Das gilt doch nicht. Genau in dem Moment, wo ich den Satz sage, kassieren wir 2:0. Anstatt dass wir einen Ausgleich erzielen können. Scheisse! Fuck noch einmal, ey. Es ist noch nichts verloren. Noch gar nichts ist verloren. Schön, Stefan. Erst recht nicht, wenn wir jetzt hier eine Kiste machen. Erst recht nicht, wenn wir hier eine Kiste machen. Komm! Langsam, aber sicher braucht man wirklich ein Goal. Komm, nein! Letztes Drittel. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Wir können den Match immer noch kehren. Das braucht man schnell das Goal. Das kommt jetzt! Jawohl! Mit Ansage. Da haben wir es. Unser Topscorer fährt rein, fängt eigentlich den Passabball, will er rechts überlegen und erzielt den Anschlusstreffer zum 1:2. Und jetzt holen wir uns den Ausgleich mit einem Bulli-Goal. Das sage ich euch. Nein, Stock bricht. Ja, nicht kassieren. Ja, nicht schön, Stefan. Jetzt holen wir uns den fucking Ausgleich mit Gewalt mit. Nein. Oh, schön. Oh, komm. Nein, der Fang endlich. Aber jetzt ein Pass. Schuss auf den Goalie und er lässt ihn rein. Oh mein Gott, haben wir Viertel. Haben wir jetzt Glück. Glück des Tüchtigen. Das Goal haben wir uns erarbeitet und der Ue macht einen heftigen Fehler. Ausgleich, jawohl. Keine Ahnung wieso, aber es hat einfach 2 Strafen gegeben. Und es ist 4:4 auf dem Feld. Und wir machen easy peasy das 3:2. Meine Güte, jetzt läuft es. Und es ist nicht mehr lang zum Spielen. Jawohl! Lausanne hat der Goalie draussen. Somit 5:4. Schön, Stefan. Und jetzt machen wir wieder eine Kiste ins leere Goal. Jawohl! Wir führen mit 4:2. Ein 0:2 Rückstand aufgeholt und sogar gedreht. Und auch da lassen wir uns jetzt den Sieg nicht mehr nehmen. Es laufen die letzten paar Sekunden. Wir schiessen nochmal und wir machen 0,7 Sekunden vor Schluss. Auch noch 5:2. Jawohl! Brutale Entscheidung. Okay, es wäre auch so schon klar gewesen, wir gewinnen, aber die ganze Serie somit mit 4:0. Das ist richtig geil. Es ist nicht nur richtig geil, es ist bombastisch, denn die Matches sind so spannend gewesen, wenn man mal überlegt, der allererste Match ist sogar jetzt in der Verlängerung entschieden worden. Oh mein Gott, ist das eine heftige Serie gewesen. Spannende, knappe Matches und wir haben die ganze Serie können mit 4:0 für uns entscheiden. Ich bin richtig erleichtert. Wenn du genauso erleichtert bist, dann zeig mir das mit einem Kommentar. #erleichtert. Und dann, was gibt es auch noch zum Kommentieren? Genau, deine Meinung ist gefragt. Was denkst du, wer wird unser Gegner sein in der Halbfinals? Ist es Lugano oder ist es Servette Genf? Das entsprechend auch unten in den Kommentar reinschreiben. Denn du weißt, deine Kommentare und deine Likes, das ist meine Motivation, um da weitermachen mit NHL-Videos oder sonstigen Videos. Auf jeden Fall danke dir für deinen Support, fürs Zuschauen. Ich bin jetzt draußen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!